vor dem Passa hat Jesus schon gewusst, dass seine Stunde schon ist. Und trotzdem hat er seine Jünger bis zum Ende geliebt. Sogar wo der Verrat still im Herz von einer von ihnen gewachsen ist. Mitten im Essen ist Jesus aufgestanden. Er hat sein Gewand abgelegt und sich es Tüch umgelegt wie ein Diener. Dann hat er Wasser in es Becken geschüttet und hat das Undenkbare gemacht. Er hat angefangen, in die Füße zu waschen. Der König von allem hat sich selber erniedrigt wie ein Diener. Der Petrus ist zurückgeschrocken. Herr, willst du mir die Füße waschen? Jesus hat sanft gesagt, du verstehst es jetzt noch nicht, aber später wirst es verstehen. Der Petrus hat widersprochen, nein, du wirst mir nie die Füße waschen. Jesus hat ihn angeschaut und gesagt, wenn ich dich nicht wäsche, hast du kein Teil an mir. Dann hat sich das Herz von Petrus verändert. Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und mein Schopf. Und Jesus hat weitergemacht und jedem von ihnen still dient. Wo er fertig geschickt ist er wieder abgehockt. Versteht ihr, was ich für euch gemacht habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und das stimmt. Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann solltet ihr einander auch dienen. Ich habe euch ein Vorbild gegeben, dem ihr folgen solltet. Wahre Grösse liegt in der Demuet. Liebe sind nicht nur Wort, sie ist Tat. Jesus reinigt uns, damit wir mit ihm schön laufen. Sie Liebe ladet uns ein, mit einem demütigen Herz zu dienen. Heute entscheide dich, jemandem zu dienen. Schreib, Herr, mach mich demütig.